Kriege ich nicht hin. Der Hauptschlüssel fehlt und wir haben einen Marderschaden an der Hauptleitung. Ob das der Dieb gemacht hat? So, Vorschlag, ich halte hier die Stellung und versuche mein Bestes. Schau du dich doch mal unten im Ort um. Wir brauchen den Hauptschlüssel für die Seilbahn und wir müssen irgendwie diese kaputte Hauptleitung überbrücken. Kannst du dir das merken? Ich versuche es mir zu merken. Los geht's. Das wird sicher ein Spaß. So, können wir uns das merken? So gerade noch, oder? Ja, pass auf, wir brauchen den Hauptschlüssel und müssen die Leitung reparieren. Was sagen die Man Aussichten? kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal. An die Reling gelehnt, die Nase im Wind, kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen. Meine Aufzeichnung finde ich noch wild. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Man muss eine Ja, Mann, Münze schau mal noch. werfen. Das kostet was. Es leuchtet rot. Ja gut. Solange nicht blau leicht. Man braucht wohl erst einen Schlüssel, um die Anlage starten zu können. Genau, du Superhirn. Hast du schon im Dorf rumgefragt, ob ihn jemand hat? Nein, da war ich noch gar nicht. Das ist die Leitung. Strom. Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen. Also ich sag mal mit dem Klebebandel. Damit kann ich richten. Alles okay? Hast du Hirnschäden? Ein Hirnschaden? Genau wie der vorher schon gehabt. Wie bekannt, haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nach zu urteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Das war ein Marder. Ich Komplett frage verzählt. mich, was das ist. Verschlossen. Verschlossen. Hochspannung. Lebensgefahr. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Und herum haben sie noch Telefonzellen. Oldschool. Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen. So, eine Schachtel habe ich auch schon mal. Hallo? Jemand da? Was war das? Die Zukunft scheint auch vor Trüberbrook nicht Halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernmeldeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. So, dann müssen wir schauen jetzt mal, ob ins der Fall. Dominik, kann dir was gehen. Gretchen, ich komm gleich wieder. Ja, wer ist da? Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Die Unterbuchsen. Also die möchte ich nicht um. Da hängt ein Kleiderbügel an der Leine. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ein Meisterwerk. Ja, doch, der Preis. Mich näher. Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Es ist ein Trauerspiel.
wie der Ort, wo die Hunde geht. Alles geht den Bach hinunter, genau wie dieser wackelige Tisch. Guten Morgen. Der Herr? Bei der Preis. Wie geht es geht dann? Ach, fragen Sie nicht. Selbst der Cognac will mir nicht so recht schmecken, so wie dieser grauenhafte Tisch immerfort wackelt. Der Wackeltisch. Guten Den gibt's bei Morgen. Ikea. Der Herr? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Warum Tisch ist einfach unerträglich. Er macht mich noch wahnsinnig. Guten Morgen. Der Herr? Ach, schon gut. Was für ein Problem hat er denn? Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Seien Sie vorsichtig, der Tisch wackelt ganz schrecklich. Bleiben Sie lieber auf Abstand. Der Tisch wackelt so schlimm. Er wackelt so schlimm, den hau ich gleich um. Hallo Trude. War das der Forscher da oder wie? Was ist das, ein Bierdeckel? Jetzt September. Hat das eine Bedeutung? 4. August 1967. Und die Zeitung kostet 40 Pfennig, da schon. Du so mit Rude. Guten Morgen. Wie schaut denn aus? Morgen, Herr Tenhauser. Ich möchte einen Raub melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ein schönes Etablissement haben Sie hier. Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren. Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen, aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter. Als einziger Wie Gast läuft die habe ich Saison? mich gefragt, wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt. Ihre Tochter schaut wohl gern fern, hm? Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste. Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf. So ein Unsinn, oder? Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert. Am Ende hat der Taugenichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert und sich aus dem Staub gemacht. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Du schaut aus, hast du Trude? Weißbier? Machen Sie mir ein Pilzbier, bitte. Sekunde, Pilz? Professorchen. Nein. Hier, ein Bierdeckel. So, zum Wohl. Das Bier, wo ist denn das? Da ist. Nimmt mit. Sauf ich später. Wobei, jetzt sauft gleich. Also davon krieg ich bestimmt einen Dünnschiss. So, jetzt habe ich 2 Deckel. Einer ist rot, einer ist blau. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Trude, ich bin schon wieder. Und zwar zwecks Können der Sie mir Seilbahn. sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks, Philanthrop und Kunstmäzen. Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben. Naja, jedenfalls, als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat, ließ ihn auch die Baronin allein und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück. Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen. Wonach wurde dort geschürft? Eine alte Silbermine. Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte.
Ist schon ein paar Jahre her. Damals, als es noch Arbeit genug für alle gab. Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen und dann einfach dicht gemacht. Und warum haben Sie das Bergwerk dicht gemacht? Da gibt's die wildesten Spekulationen im Ort. Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden. Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter. Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser. Aber keiner weiß, was genau ist. Wenn Sie mich fragen, ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat. Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben. Sehen Sie ja selbst. Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Die haben Verbindungen bis ganz nach oben, wenn Sie wissen, was ich meine. In die höchsten Gefilde der Macht. Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort. Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau. Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden. Wer weiß das schon so genau? Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen. Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks. Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Also im Moment Ich muss weiter. erstmal nicht. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. Bitte, bedienen Sie sich. Das Buffet ist eröffnet, jawohl. Fressenfrei Haus. Wo gibt nur rum? Jetzt ist die Tochter. Das ist die Buffet. Da lieber gut. Da kreisen schon die Fliegen. Was haben wir da? Die Dose muss vom Tisch gefallen sein. Ich glaube, das kann du fressen. Was war das? Totenfisch, kann das sein? Moderne Küche. Mettigel, Toast Hawaii, Käsespießchen. Sieht ein bisschen oll aus. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Aber ich liebe Käsespießchen. Den Käsespieß haben wir. Notiz an mich selbst. Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase. Ein Teil der Farbe blättert ab. Irgendwie poetisch. Poetisch. Genauso poetisch wie die Uhr. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Wo stimmt er nicht? Was hat die Tochter? Sie Wie sieht schaut denn aus? konzentriert aus. Darf ich stören? Hey, bitte nicht da stehen. Hi! Sie ist wie in Trance. Hi! Sie ist wie in Trance. Ja gut, ich krieg nichts mit. Science Fiction. Irgendwas mit Raumschiffen. Aber, das drehen wir ab. Bitte nicht da stehen. Nein, wie schaut denn aus? Entschuldige, war keine Absicht. Was guckst du denn da? Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda. Du lebst wohl hinterm Mond. Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen. Dabei fällt mir auf, ich habe dich noch nie hier gesehen. Bist du auch aus einer anderen Welt? Das kann man wohl sagen. Mein Name ist Hans. Ich komme gerade aus Berlin. Hallo Hans, ich bin Leni. Meiner Mama gehört das Gasthaus. 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega 3 gestrandet. Ist Berlin auch im Sternensystem Omega 3? Nein, Omega 4. Omega 4.
Das ist gleich nebenan. Na, dann kennst du ja auch Omega-3. Na logisch. Commander Aurora, die Star-Kybernetikerin, sucht einen Weg nach Hause. Und was ist dein Beruf? Bist du auch Star-Kybernetiker? Ich bin der Bademeister. Ich bin Wellenmacher. Im Wellenbad. Jetzt veräppelst du mich. Die Wellen macht der Ozean. Ich werde jedenfalls Star. Nein, ich mach der Bademeister. Nur Commander Aurora kann mit ihren Space Beams die bösen Rulonier in Luft auflösen. Und habt ihr Berlinalier auch besondere Fähigkeiten? Kannst du auch Sachen verschwinden lassen? Pass auf. Verschwinden lassen? Wenn du das Geld auf meinem Sparbuch meinst? Du redest ziemlich viel Unsinn. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten. Wir setzen das Programm nach der Reklame fort. Mein Onkel konnte auch Sachen verschwinden lassen. Ich weiß auch wo, aber ich darf es keiner Menschenseele sagen. War dein Onkel Zauberer? Zauberer? Sowas gibt es doch gar nicht. Was muss ich tun, damit du es mir verrätst? Da fällt mir nur eins ein. Kannst du beweisen, dass du kein Erdling bist? Ich lasse mir was einfallen. Beweisen, dass ich kein Erdling bin. Wo diese Tür wohl hinführt? Also ich sag mal in den Keller. Aber da ist zu, oder? Verschlossen. Soll doch. Mann, die Türen in den Spielen sind immer zu. Wie schnell man mal die Welt kaputt macht. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Bei der Handtuch brauche ich. In diesem Wirrsal aus Flecken und Klecksen verstecken sich bestimmt viele Geschichten von vormaligen Bewohnern dieses Zimmers. Was liegt da schön? Da liegt etwas. Ein Massagestab. Muss jemand verloren haben. Trudes Massagestab. Vielleicht hat hier jemand Geld versteckt. Dort rund. Ein Mausloch, oder? Nachtrag. Der Zustand meines Zimmers bleibt leider hinter den Erwartungen zurück. Mit dem Käsespieß, was geht denn da? Nein. Annik, Was für ein Chaos. Außer meinen Aufzeichnungen scheint aber nichts abhanden gekommen zu sein. irgendwas Brauchbares drin hat? Ich will den Tatort nicht verändern. Nix. Das Gästebuch. Der Christian Sabasch, Geschäftsreisender. Sauberkeit mangelhaft, aha. Eine hervorragende Whisky-Auswahl. Aha, das war ein Säufer. Mehr Rum im Kaffee, also. Ist auf Null, du. Aber hat das eine Bedeutung für mich? Da ist ja, da stehe ich, ja. Den Schrank hat der Dieb jedenfalls nicht durchsucht. Aber ist eine. Nur ein Kleiderbügel. Ein Meisterstück der Ingenieurskunst. Brauchen wir. Und dort raus. Komm ich da in die Leine? Das Wetter hat sich aufgeklärt. Aha. Deine Mama mit? Was ist mit Unterhosen? Brauchen wir nicht, oder? Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube.
Mit Massagestab oder wie? Geht da was? Nein. Hey, Wer schreit denn da? hey. Aha, irgendwas passiert da. Du, warte mal. Der Mantel da drum. Nix, oder?